Oh, moin, Gemeinde. Guckt mal meine Haare an. Willst du mich küssen? Also Zähne putzen habe ich noch nicht. Oh, riecht richtig schön wie die Kuh aus dem Popo. Aber ich gehe jetzt live weiter kämpfen fürs Event. So. Komm her, komm. Ja, guten Morgen oder Mittag oder was weiß ich, wann das Video heute online geht. Wenn's aus dem Maul stinkst wie eine Kuh aus dem Arsch, dann kriegst du auch kein Bussi nicht. Ja, Leute, heute am heiligen Karfreitag, da hauen wir wieder ein Video raus mit Mirschkofner Toni TV. Hallo, liebe Freunde, gleich geht's los. Ich habe schon meine Glückseier ausgepackt. Schönen Fußballabend. Ich hoffe, dass wir wieder gewinnen. Achtung, das ist Satire. Wenn du das nicht packst, dann gehst du in den Keller runter, ja, und trinkst Milch. Weißt du, wie es ist? Ha, wie der Leute, heute ist ja Karfreitag und da darf man kein Wurst und kein Fleisch nicht essen. Deswegen hat's bei mir heute ein Leberkassemi gegeben. Ich mein, so ein Leberkassemi, die geht immer, solange du das nicht mit Ketchup oder Mayo frisst. Bevor wir anfangen, gibt's aber noch eine kleine Änderung im Format. Nicht nur der Name, sondern auch jede Late-Night-Show hat so einen dämlichen Sidekick dabei. Und da hab mir ich gedacht, ich brauch auch einen. Darf ich vorstellen, einen Steckerlfuß Rainer. Toni, du hast gesagt, ich krieg Geld dafür. Ja, passt schon. Steckerlfuß Rainer, deswegen, weil er Haxen hat wie ein Reh, haarig und erschissen. So, unsere Internetgestalten, die bleiben natürlich auch drin. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dieser Dschungel ist die Hölle. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Niemals! Du bleibst da drin in dein Kapuff. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, unsere Internetstars, die bleiben natürlich drin in dem Format. Die können wir nicht streichen, das geht ja nicht. Aber wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann möchte ich dann natürlich darüber berichten. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, gell? Zum Beispiel sowas da. Zur Vorgeschichte in Texas, da hat es so einen Typen gegeben, der ist in Häuser eingebrochen. Ein normaler Einbrecher, der stellt da halt dein Zeug oder schlacht die ab. Aber der hat was ganz was Besonderes gemacht. Und zwar ist der zu den Männern, die wo geschlafen haben, hingegangen, gell? Dann hat er das Popoloch gesehen und dann hat er den da gemacht. Ja, da hat er sauberes Arschi bearbeitet von den armen Männern. Stellt euch einmal das vor, ihr schlaft seelenruhig und auf einmal rammt euch ein Fremder am Finger in den Arsch rein. Rainer, was darfst denn du da machen? Das darf dir gefallen, gell? Na Toni, das darf mir nicht gefallen. Ja, gell? Und Flitzekacke, die druckt's da noch raus. Also ich darf ja danach sauber mit Ochsenfiesel bearbeiten. Aber es darf mich interessieren, was darfst ihr Zuschauer und Zuschauer Hashtag dann machen, wenn das bei euch einer macht? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Darf mich wirklich interessieren. Was soll das denn die ganze Zeit? Warum wollt ihr denn, dass wir uns trennen, verdammte Scheiße? Soll ich erst meinen Vater holen? Hä? Der wird euch alle den Arsch versohlen! Jetzt wisst man auf jeden Fall, was sie machen darf. Ihren Papa holen. Vielleicht ist ihr Papa sogar der Analfister. Ich mein Analkitzler. Man weiß es nicht. Jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt haben sie ihn ja schon gefasst. Was gibt's denn sonst noch Neues? Ach ja, der Micha war mit der Bannung von der Beate auf TikTok erfolglos. Schaut's mal. Na Micha, jetzt wunderst du dich, dass ich doch wieder TikTok hab. Hast du gemeldet, ne, dass ich nicht mehr rein konnte. Aber da hast du leider Pech gehabt. Ich bin wieder drinne. Und das ist mein altes Account. Aber komischerweise tust mich ja doch wieder folgen, wa?
Ich weiß, was du willst. Aber ich lass mich nicht unterkriegen. Tja, Micha, die TikToker, die sind zart. Merkt ihr das? Banane, Huhn. Banane, Huhn. Banane, 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 Huhn. Banane. Toni Hut, Toni Bier, Bier ist gut. Toni Hut, Toni Bier, Bier ist gut. Rainer, ho an die Haxen, Rainer, ho an die Haxen, Ich weiß nicht, was möchtest jetzt du uns damit sagen? Ich check's nicht, ich check's einfach nicht. Landwirtschaft braucht Luft. Was gibt's denn sonst noch Neues? Ach, am 1. April, ich weiß schon, der ist schon eine Zeit her, aber hilft er nicht. Da hat mich der Edeka gebringt. Und zwar hat der so eine Werbeaktion gehabt. Und da hat er drinstehen gehabt, Hobbing-Horsing-Stelle, die sind jetzt im Angebot. Und ich hab mir echt gedacht, das gibt's ja nicht. Sind die nur deppert da? Dabei war es ein Aprilscherz. Aber in der heutigen Zeit weißt du nie. Es gibt nämlich auch Leute, die deren sogar in die Briefkästen onanieren. Schaut's mal. Wisst ihr, was mal passiert ist? Vor knapp letzten Jahr im Sommer hatte ich so krass die Schnauze voll auf das Amtsgericht Essen-Zweigerstraße 52. Da habe ich den in den Briefkasten gewichst. Hat wirklich gesagt. Das habe ich wirklich durchgezogen. Bin ich nachts um 1 und habe den Namen reingewichst. Und ich habe mal nachts um 4 vor einer Polizeidienststelle hingeschissen und habe das angezündet. Also in eine Tüte geschissen und das angezündet und weggerannt. Ja, auf das Kommentar, ich soll dahin machen, wo ich mich wohlfühle, Bruder, mache ich direkt mal dieses Video. Also dieses ist schon passiert. Und ich habe auch schon ein Gericht in den Briefkasten geschissen. Das heißt, ich habe eine Tüte geschissen und habe das dem Gericht mit dem Spruch, so scheiße seid ihr, in den Briefkasten geschmissen. Kann man sich nicht ausdenken, sowas. Also, verärgert's niemals einen TikToker, weil die scheißen drauf. Bevor es das TikTok gegeben hat, waren ja schon einige Kandidaten auf YouTube unterwegs. Und einer von denen, der ist besonders herausgestochen. Die Rede ist vom Drachenlord, aka Rainer.w. Am Anfang, da war es ja noch lustig, wo er seine Dodelsachen gebracht hat. Aber im Laufe der Zeit ist es halt immer krasser geworden mit ihm. Da sind ja irgendwann so pädophile Sachen in den Raum gestanden. Ich hab ja bewusst nie meine Videos aufgenommen, weil ich keinen Bock auf den Code-Midas-Effekt hab. Und damals war ich auch immer nur passiver Zuschauer. Wurscht, um ihn geht's ja gar nicht. Es geht um die 3 Kasperl da. Das Game ist ja schon lang vorbei und jetzt meinen die müssen wieder anfangen damit. Ey Max, ist das nicht Christian Bauer, der da schläft? Schau mal, Christian Bauer. Hey, was macht denn der da? Ey, der schläft hier. Hey, was machst du hier an der Drachenschanze? Alles gut? Alles gut? Na, aufstehen. Ja, steh mal auf. Ja, mit denen 3 muss er der letzte begriffen haben, dass vorbei ist mit dem Game. Die Altschauerberger, deren waren ja schon leid. Der ist jetzt schon 2 oder 3 Jahre lang weggezogen. Jetzt hätten sie eigentlich eine Ruhe. Gell? Es gibt kein schreiendes Haus mehr, es gibt keine laute Technomusik mehr und die Ratzen und Mais hupfen auch nicht mehr rum, weil der Kandidat sein Müll nicht mehr im Haus und ums Haus rumverteilt. Und dann meinen die 3 Tick, Trick und Track, dass sie jetzt wieder anfangen müssen damit und terrorisieren wieder die Leute. Leute, der wohnt schon lange nicht mehr da. Der sitzt jetzt wahrscheinlich im Zobis, im Führerbunker. Also was wollt's denn eigentlich da? Ja, mal alle 3 Ofenkäse vor Rainer Winkler dann Haus hat, dass sie eine Ehrenaktion, dass man ohne Ofenkäse das hier niemand hertrauen und was wir damit vorhaben und alles halt, das werde ich euch jetzt zeigen halt. Wir packen alle den Ofenkäse hier hin, ne? Und der bleibt halt hier. Liebe Grüße an Rainer Winkler, wenn du wieder nach Hause kommst hier, bei dir wieder alles halt, dann ich hoffe, dass du das Essen gut erfinden tust und alles schon gut essen kannst und alles. Und jetzt gehen wir alle. Jetzt gehen wir alle halt nach Hause halt. Ich hoffe, dass Reinhard sich freut darüber und so weiter. Das ist ja eine Ehrenaktion. Und jetzt haben wir noch eine lange Zugfahrt. Kretzeln kommt hinterher. Das ist nicht das Schnellste, aber nicht so schlimm. Na, aber was denkt ihr, Leute, ob die Rainer darüber freut?
über den Ofenkäse? Ich denke mal schon halt, weil er hat ja auch extrem Hunger und alles halt. Ja, der liebt ja gerne Ofenkäse und so weiter. Ich könnte gerne mal abzoomen halt oder einen Kommentar schreiben. Was denkt ihr, ob der sich darüber freut? Na, der freut sich nicht. Der sieht das Video wahrscheinlich auch gar nicht. Und hinkommen wird er auch nicht mehr. Da freuen sich nur die Viecher, die wo ihr mit den Scheiß wieder anlockert jetzt. Ja Leute, das war's jetzt wieder für heute. Viele Änderungen gibt's ja nicht in dem Format, außer dass wir einen neuen Namen haben, statt Internet gestalten Mirschkufner Toni TV und dass wir nur so einen dämlichen Sidekick dabei haben, auch wenn er heute nicht so oft zum Singen war. Dafür gibt's auch keine Gene für ihn. So war das fein nicht ausgemacht. Keine Leistung, kein Geld. Und dass wir ab und zu ein paar skurrile News wieder aufnehmen werden. Schreibt es mir in die Kommentare, was euch lieber ist. Dieses Format jetzt da oder nur die Internetgestalten. Gell? Also, Servus und Abo nicht vergessen. Da habe ich dich und Daddy im Schlafzimmer gehört und du hast ihn immer wieder angeschrien. Oh. Ja, Schätzchen, also das sind Freudenschreie gewesen. Danach hörten sie sich aber nicht an. Und dann hast du gegen die Wand geschlagen und so ein Wort mit F gerufen. Okay, ja, daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Also weiß ich nicht. So war's aber. Du hast geschrien, oh fuck, oh mein Gott. Genauso. Oh fuck, oh mein Gott. Okay, schon gut. Das ist so, dein Dad und ich haben nur ein lustiges Erwachsenenspiel gespielt. Ihr habt das Spiel 7-mal gespielt. 6,5 Mal, aber wer zählt schon mit? Lass uns einfach nie wieder darüber reden, okay? Okay. Schlag ein. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every